Dat ja veel Geschichten. Geschichten, wo Gott Menschen sieht in der am der Reute merken in irgendwas was Besonderes brücken will. Jede Geschichte ist verschieden. Gott braucht verschiedene Wege, irgend abzurufen. Kein Nufall Gottes ist bei so weit gekommen, ohne Kämpfen und Lieder. Ik zie hem daar het lichtveld abgewassen. En ja, dat we ons speeltig wat we dan zo hadden. Hebben we met verschillende Tieren hebben we gespeeld im Zand. En dat we mijn kind had. Ik had 7 Geschwister, had een broer en 6 zusters. Ik herinner me 3. We al van zo'n jong im kraalje geschaft hebben. Ik heb van zo'n jong had ik al, als ik nog maar nader jong die moest ik al im kraal nemen, tje holen en dan maaltje. Al van zo'n jong op de staap nog, wie mijn vader dat heeft geakkerd. Wie de bomen planten, wie de peanut planten en ook racines planten. En dan maak je het op de stapen op, al van ganz jong, als ik nog maar een ganz nader bengel weer. En dan hebben we dan gewaaid. En ik heb ook met de pier gearbeitet, al van zo'n jong. En we hebben ons meest alle gedaan om de ouderen te helpen te overleven. Hallo, ik ben Esther Fair en ik wil van jou een beetje mijn geschichte met je vertellen. Ik ben in Mexico geboren en gewoond, maar ik 5 jaar oud ben. En zo ik was in een christelijk heim op. Mijn ouderen hadden mij geproefd de beste van Jezus leren. Ik was al van ganz klein op met geschichten uit de Bijbel. Mijn papa wilde mij veel geschichten uit de Bijbel vertellen, mes jedes overs. En een ding wat mijn ouderen immer zeiden te mij, is dat wat immer in Gott sein Wort ist geschrieben, dort wird uns halten. So wenn wir eine Frau haben, wenn uns halb fehlt, dann wir sollen immer in Gott sein Wort gehen, wenn das ist die Wahrheit. Und so dort lehre ich auch von klein an. Und wenn ich ungefähr 3 Jahre alt war, dann krieg ich einen kleinen 3-roder Bicycle. Ich krieg den, ich sollte mit dem Bogen durch. Und der Trouble war, ich verstehe nicht, warum ich paddeln. So ich sollte bloß boven. En dan ben ik wel met de Bijbel, wat mijn ouders hadden gezegd. Wenn mijn halb fehlt, dan zal ik naar de Bijbel gaan. En zo wat deed ik? Ik hield het kleine testament, ik kon het niet meer lezen. Ik zat met 3 dollar, mijn 3-roder, merk mijn Bijbel op, mijn testament en vang aan te lezen. Ik ging steeds niet zo, niet? Maar ik wist, dit moet, de antwoord moet gebeuren zijn, niet? En zo ik lees, meestal, ik weet niet hoe lang ik dat heb gezien. Ik lees en dan dat ik de toemerken, dat ik de wegzetten. En dan vang ik aan te paddelen. En dat vliegt geworden zijn, werkelijk, passiert het zo in de tijd. En ik geloof, God braucht die Geschichte voor mij te vergeloven. Wegen, dat hij wil mij al van de kleine Miaal wijzen, dat ik kan aanvertrouwen. Dat zijn woord werkelijk. Wat het wie en ik kon het niet meer lezen, maar door je eerste woord dat ik wist, hier ben wordt no antwoord zijn voor mij. En zo ik vang aan bicycle te voeren. Ja, so sehr viele Freunde hatte ich da im Dorf auch nicht. Die waren immer sehr einzeln. Und dann haben wir dann viel gestohlen. Ich habe gestohlen, gezeten en überlegt, was hebben we doen. En eine Option wat wir op middag mich mit dem Nuberstjong trafen, mit meinem Bruder Tipp, der wir ziemlich jung, und dann haben wir uns dann getroffen und dann haben wir dann wie einige Läden een Kassette am Bastgebiet. Wir holen uns von onderweg aufgehaktes Heu, was rijdt wir zum Heu merken. En dort haben wir dann door Eva, und dort waren wir uns 4. En dan hebben we ons doorgewarmd. We met eenmaal weer dat 4 te groot geworden en dan had het weer het 4 zo groot dat het Heu aanvangt te brennen. En dan moesten we best nog doorritten zijn om ons leven te schützen, dat we daar niet zelfs in de vlammen aankomen.
Aber wenn ich 5 Jahre war, dann trug wir nach Kanada. Ein Tag fuhr ich eine Sommerbibelschule. Ich gleich so sagen, wo immer wir Sommerbibelschule ist, dann denke ich, du willst Monk sein. Und so, ich fuhr nach der Bibelschule und die reden davon, dass dat speelt dus krijgt te mij. Ik weet maar 8 jaar, maar die reden krijgt te mij dat bloos wenn die in een christelijk heim bent, van die ouderen christen zijn, dan meen ik dat die ook een christ bent. Hoog. En dan ook den vers, 3x3 vers 23, dat zegt, du hast kein Unterschied. Alle Mann have je zinnig en tempt duran te kart, wat hij bij God zijn zal. So we hebben alle gezinnig. En ik ben fan opgewassen, ik proef mijn beste, maar ik ga dag gezinnig. Ik ben niet perfect. En zo doen we Jezus dan aan. En wat ik kan verstaan van Jezus is dat ik wil allemaal mijn hart hebben, ik wil eeuwig leven hebben. Ik wil voor allemaal maar aan zijn. En zo neem ik hem aan. En zo wieder de jaren van opwassen, ik geloof ik ga er nog normaal, dat ik opwassen deed met vrienden. En we voornamen naar de kerk. En zo wie een beetje mijn opwassen jaren. Ja, dat erinnert mich an meine Jugendjahre. Für mich fängt in Wirklichkeit eine ganz andere Etappe im Leben an, als ich anfange, am Bach zu schaffen, mit dem Bulldozer. Das ist wie dann weiter, dass da sind so eine Arbeiter, die nicht unbedingt das Geld nachstreben. Und das ist mein Leben dann sehr auf die Probe gestellt worden. Ich habe dann für eine Zeit lang am Bach geschafft mit dem Bulldozer und mit gottlose Menschen geschafft. Und habe dann eine sehr, sehr schwere Zeit in meinem Leben gehabt, was ich da gewohnt sehe. Was ich mir dann erst wirklich traurig finde. Ich kann mich noch erinnern, als wir in Niederland schaffen, im Chaco, in Paraguay. Und dann eine gelernt hat, dass die andere Schaffer mich aufwärtslich heim. Ich ging dann steig von Bulle rauf und ging durch, wo wir ans Kassette hatten, wo wir bei der Schleipe. Ich habe gesperrt, wenn meine Mann das für mich gerungen hat. Und ich weiß, das Bad von der, das sind die Gebete von meiner Mann, von meinen Eltern, aber ganz besonders von meiner Mann, dass ich sie geraten wurde. Das ist Gottes Sinn. So, ich bin ein Christ und ich weiß auch nicht. Aber ich bin in der Hochschule. Nu muss ich da anfangen, Entscheidungen zu machen, wo ich will leben, wo das für mich jeden Tag leid, dass ich ein Christ bin. Und ich will mit meinem ganzen Herzen Jesus herangehen. Ein Ding, was ich dann viel mehr in Trouble habe, ist, ich will nicht zu sehr eintegnen von der anderen. Ich will mich lieber ein bisschen Mann machen als der andere. Aber doch weiß ich, dass ich in Jesus glauben will. So ich will nicht alles tun, aber doch, ich will nicht so sehr reinstoppen, als ich haben könnte. Das ist mir viel mehr schuld. Nur der Hochschule entscheide ich mich, dass ich ein Jahr nach Mexiko schulholen. Mission wie viel auf meinem Hart. Und ich will erst was anderes tun. Ich habe nicht ganz ein Ziel, was ich mit meinem Leben will tun. Und mich interessiert es, eine Schule zu holen. So, ich fuhr ein Jahr nach Mexiko zu schulholen. Und so, in krieg das Jahr für das Schuljahr anfangen, wieder ein Jugendcampamento. Und so, wir fuhren dahin, ich weiß noch so klar, wir fuhren danach eben, aber das ist eine Stadt und dann sind wir auf eine Basis nehmen. So, wir waren handmachen, was wir auf der Basis waren. Und nicht ganz mit Fremden taub. Aber ich weiß, wie ein Jahr, was fühlt mir, was wir da reinsteigen. Ich dachte, mit denen würde ich gleich ein Freund werden. Wenn ich vertraue mit allem und ich will Sachen am Tan lernen. Aber ab der Basis dann, wie wir in der Union auf ein paar Stücke gewacht, ein Campamento. Und so, wenn ich auf dem Campamento wir, dann lerne ich den, wie ich auch kann. Und nicht bloß viele andere Freunde. Und das war ganz interessant, dass, wo ich dort rumnahm. Ich wusste, dass ich gleich aber wie wir nicht best Freunde, wir haben uns noch mal gut getroffen. Ich konnte nicht so sagen, dass wirklich, wie wir noch mal spazieren.
En so, aber op één campamento, jij fick mijn phone en dan voer ik zelf home voor dat jaar. En ik kan niet werkelijk meer van dit jonge hier. Ik kan me nu aan een vrijdagse avond herinneren. We kwamen van Bosch 3. En ik nam mijn motorrad en wilde naar huis varen. Ik moest bij 15 kilometer varen. En dan bejeende ik door een aardensmaand. En während ik dem bejegende deed, wist we alweer licht opgegaan. En als ik dem bejegende deed, wie würde damals sagen, den Polizei, dann war ich an, ich habe nicht Licht eingeschaltet, weil der Gas, der wir ganz beleuchtet. Und der drehte kurz an und kam mir heran. Und ich wusste, nu wordt mir geriepen, nu wordt het een multa geven. En dan ben ik dan daar gewoon, ohne Licht, dan deed ik, ohne best dat wir dies da, en dan ben ik de stad gefahren. Säuerstock. En dan wie ik even das, en wie ik dan een Zendedijpe blad lezen ben. Säuerdijpe blad lezen, daar weer rustig op over 100 kilometer de stunde aan. En je schwabst en je donen, daar ergens we daar gekomen. Helt op de grote gat waar ze in je hand verder dat ik niet aanstelpt. En vandoor weer de Ardensman me dan, de politie me dan vlees 2 kilometer heen. En ik kon me dan door met raden, maar nu heb ik gerezen dat eruit. Weer dat je was weer. Dan had ik te die tijd, dat zijn je al, hoeveel jaar waren het 3 zijn? Dat zijn 31 jaar 3. Had ik een heel multa gekregen wat ik dan tolen moest. En ik herinner me dat ik geen vrede gehad had. Bloos er geen vrede. Zag alle die staan. Dat bracht me dan toe. Merk toch best een Schluss met hem leven. Dat haft je zoals het leven haft je zoals het geen zernig. Merk best Schluss. Deze stem is vele jaren in mijn gehirn bijna was. Wat ik nu heb dan, wat ik dan vrij werd van dat, dan heeft deze stem ook, deze beide stem ook verloten moest. Wens ik dat is vorig weer. We waren een beetje zo, wat ik niet doe met mijn leven, niet? En du weer een bibelschool in Mexico, ständig bibelschool. En ik dacht zo, dit is maar 3 maanden. Ik wil maar gaan, ik wil je dollar van God leren. En ik wil maar gaan voor. En de eerste persoon wat ik traf, wens ik de naam in een bibelschool via Benny, de schmakke jong waar ik met 2 jaar 3 op vrijheid had getroffen. En hij kan me ook nog en we reden voets taub en we een voets zijn goede vriend door een bibelschool. Hadden veel klassen even rein en zo me ging te trainen, maar ik had me zeer veel genomen dat ik would niet naar de bibelschool ten bus een jong zijn. Ik wil dicht aan de God. Hij vroeg me als we willen novios zijn en ik zei nee. So dat was een beetje interessant, was ik dat een ram neem. Maar ik zei, duizend mal wagen, vielleicht wordt het nog wat doen. Nu groot word ik pas gleich een vriend te zijn. En ik weet niet wat het heeft gedaan, maar hij leert voor mij. Hij wilde wees plus vriend met mij. Ik word niet meer weggegrilled, dat hebben ze mij zeer goed voor. Nu bibelschool, 3 maanden, nu hadden we dus een scheidung. Te merken, ganz de laatste 2 weken bibelschool, dan vangen we dan te spazieren. En dan leer ik al. Dan had ik me entschieden dat dit weer werkelijk te jong voor mij. En nu bibelschool met de entscheidung dat we worden aan bed in Canada. En zo nu voor ik trainen met mijn vriend in Canada. En mijn vriend wat ik te hadden, die hadden ook al een nieuwe aandacht. En wens we studeren en daarin met mijn vriend op zijn en daarin introduceren ik naar mijn vriend. En die weer fan evens, maar het speelt zich een beetje zo, dit is een wat ik niet kan ganz verstaan, er weer een andere cultuur. En Benny speelt zich er niet ganz makkelijk en ik wist ook niet neef. En dit was een punt in mijn leven wat zeer zwaar was. En wat ik ook aanwaard van mijn vriend, ik wil groot in bibelschool geworden en ik wil dicht aan de God was en ik had mijn leven aangegeven dat ik wil God doen. En wat ik aanwaard van mijn vriend, die hadden de onenswaar geändert. En dat was een zware entscheidung te mij. Dat schijnbaar een punt waar ik voel me zo, ik had 2 entscheidungen. Ik kan mijn vriend uitwählen en ik kan Benny uitwählen.
En ik wist dat die ging bij een zeer verschillende weg. En dat we een zware entscheidung wat ik doen moest maken. Ja, die zijn over dat 31 jaar vergonnen vandaan. En ik herinner me terug aan een zondagmiddag. Waar ik met wat vrienden heb weer. En die zeiden, we worden mal naar een aardje voor een ram geturkt. En we hebben ram geturkt, zij ram geturkt. Bad de weer dan even kap treden. Ik herinner me zo klaar. We de weer om je rit smijt. En wie deed dat nog opschreden, dat weer 12 meter wat mijn harpa weer daar eentje vloog. En de weer die kwam hing eraan. Dus de roer staat allemaal op. En stelt op mij op mijn knie. En blijft even kop liggen. En de methode had ik je vermingen, ik lag door hem groeven. En door hem groeven krijg ik door ik liggen door weer nog een laag. Door bijna laag. Ze had de schepfer dat. Ze wonderbaar, mijn grote God had ze wonderbaar gevierd dat ik krijg door bijna liggen door. Dat ik toen niet plat trek. En dan lag dat voort ik even kop op mij. De methode had ik je verre en de had de alle scheel hing aan mij. Hing aan mijn kop en hoor door een gras aan. Ik werd vastgeklampt. En mijn vrienden kwamen met mijn toer hier aan en die hebben dan het voertuig afgesteld. En ik probeerde op te staan. Ik stond op. Ik weet nog hoe ik door een ram gehumpeld had. En ik kon werkelijk gaan. We zijn dan 3 voor en dat werd voor mij een zeer nadenkelijke tijd. Ik heb zeer nooit gedacht over mijn leven. Ik vang zeer diep aan na te denken over mijn leven. Hoe ik moet geweest zijn wanneer ik door dit gesloten weer. Jo, lieve vriend, ik wil je van jou vertellen. Wat God in mijn leven gedaan heeft. Ik word met het ganze niet meer voordig. Had zeer grote onvrede gehad. En aan je nacht dan in mijn grote nood, in mijn grote trouble, dan had ik een droom. En ik zag in die droom de haal. En ik zie dat je reuze, waar het reuze deed. Wat de nubers weer het vier, dat weer een grote vierhal. En ik zie weer het reuze, en dat je hem allemaal nodig en zal ik dan aan. En ik zie dan in de grote angst opgewaakt. En ik wist niet meer aan nog 3. Ik deed sloephellen slukken. Ik kon me op een stede pijlen vorderen. Omdat ik eens een paar stunden daarna sloepen kon. Sonst 2 stunden lag ik daarna wakker. Kon dat eens de stad naar pijlen aannemen. Dat kon ik eens een paar stunden sloepen. En dan in deze grote vertwijfeling, in deze grote zuilenheid, weet je wat ik dan deed? Dan heb ik me opgemerkt. Dan zie ik 18 kilometer hier voor, een zuilzorger zie je. Toen heb ik bijna gezeten in dem zijn office. En ik heb je rood. En ik heb gezegd, ik mijn zender, Jan zuilzorger mijn zender metgedeeld. En wie deed dit heb, neemt schrietspringen. Hij helpt me daarmee. En dan heb ik Jezus de bekend. En ik leid hem aan in mijn hart, in mijn leven naam te komen. En du hast een nieuw leven in mij aangevangen, vrede en vrijheid. Tjim in mijn leven en dat jij je niet wil vertellen. Wäre dat niet daar gegaan, als ik kon niet met mij metvuilen, wat ik toen dan beleefd heb. En weet je wat? Ik heb me voor Benny entschieden. Dat wir eine schwere Entscheidung, aber das wäre das Beste, was ich kann merken, wenn ich sage, die Road, was niemand Benny tut, denkt, der leitet mich dicht an Gott. Und so ich die Entscheidung merken, und in 2005 befreien wir uns. Und das war ein schöner Tag, und ich bin so dankbar. Das ist mir al 14 Jahre zurück. So
So, nie hat wir uns befreit, ne? Nie soll alles schein gehen. Und dort direkt, und singt das sehr schein. Wie wir vielleicht noch ein Jahr befreit, und dann wie wir Jugendlehrer in unserer Kirche und dort hat uns sehr schein gegangen. Für ein paar Jahre wie wir Jugendlehrer. Und ich fühlte ein, dass wir ein frühes Retiro, wo ich eingeladen wir in Posten auf. Und ich fühlte an, und die Früh, was die vertalen, sie wie von England. En dan kon ik helemaal alles in denken wat ik hier net niet van predisch hand gereed. Maar dat pakt me zo zeer aan wat zij zegt. Zij zegt, dat je best je schichten hier van wat God deed en andere mensen in het leven, en dan weet je dat zelfs ervoor voor je zelfs. Dat leven gaan met Jezus, dat je zelfs je schichten gaan te vertalen. Dat pakt me aan. En ik had al voor jaren, wanneer ik mijn Bibeltijd had, wanneer ik met God talk via, ik verlangde aan God. Ik zie een oud van je Bibel lezen, waar ik kreeg wat reed. En mijn gebed op den retiro, dat ik zei, God help me. Ik wil niet meer door dit rood gaan, bloos die dingen zo doen wat een Christ zal doen. Ik wil werkelijk leven. En leven met die hand. En zo doe fang aan dingen te ändern. Du kan, en God deed het in verschillende wegen, door verschillende mensen. En mijn man ging daar datzelfde. En ik krijg het echt uit, maar hij valt zich ook het echt uit. En als we door dan eerst sterk waren, dan voel ik waren de 18 kilometer terug. En dan ben ik naar huis voor, op mijn toer, wie ik daar gevoerd. En dan zei ik, mijn zonde zijn verzeild. Ik twijfel daar niet meer aan. En dan heb ik me zeer aan die twee schriftsteden gehouden. Eine schriftstedt, wo das sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann dann erst heute gereicht, dass unsere Sünde verzeiht und uns reinwaschen von allen Sünden. Und die andere Schriftstedt, in Johannes 1, Vers 12, wo das sagt, die, was am Abnehmen deuten und was an seinem Namen bleiben deuten, dort sind Gott sie nicht hängen geworden. En die twee Versen, die heb ik me de eerste tijd zo diep aangeprägt. En dan twijfel ik er niet meer aan. Wie die vindt, ik heb je allemaal waren, weil dan zei, die zijn es niet verzeiht en Jana is niet verzeiht. En ik wist dat God had mijn zendeschuld en meer aan je schmeten, hoe dat het diepste is. En ik wie een nieuwe mens. Ik kreeg zijn verlangen naar die mensen te gaan wat hem diesteren zijn. Naar Janem moest ik gaan. Eerst moet ik naar Janem en dem dat ik aan verzeihing vroeg. Am had ik bestolen. En Janem had ik Jantje doen. En Janem had ik Jantje doen. Dat ik de zaken opriemen. En dan, als ik dit gedaan had, krijg ik dit via dit brand Amadala en mij en Amadala en mij. En ik kreeg den ruip. Ruben, ik ruip die mensen het evangelium te verkondigen. Ik wil je zeggen, na de bekering en ware gebeurt, toen kreeg ik voets den ruip om dem Herrn te dienen en ik kreeg dem ruip in de mission en ganz bewust van Himmel zelfs. En zo heb ik dan aangevangen in de mission te schaffen. Ik vang ganz te eerst mijn arbeid in de mission weer. Ik vang in de Spanische aan, ik maal me bij een missionaar aan en dan voer ik met hem met. En dan meestal zei ik, hier Ruben, hier heb ik die een filmequipe. Die was met dat filmequipe arbeiden. En ik word die een Spanische prediker geven. En die wordt dan prediker en die was filmwijzen. En dan heb ik het film gewezen en ja, die prediker en mensen bekeerden zich. Dat weer mijn ruip gans direct van God voets na de bekering en de mission. En dat weer 5 jaar terug, nou ik leef 6 jaar terug in 2013. Dan wie ik een beetje op mijn Facebook aan en ik vond een video. En dat wie de light, ik ran en geef me op. Je wordt het goed aan. En ik hartje dat, ik had nog niet veel plottische leiden geharcht. En ik dacht zo, wauw, die had een goede arbeid gedaan met dit. En ik vrees me werkelijk, toen wie deze hoopning wat in mij opsprong. Dit viel me wat anders wat ik uit Bolivia riet hier en daar, dat is wat ik gedaan had. En dat weer meestal God klappert in mijn hart aan. En ik doe zo'n denk, ik kan niet meer mijn hart tachelen. Dat we zo'n God had het dan gezegd dat we zullen dat in Bolivia voeren en we zullen dat methouden. En de goede nodig te aanbrengen, wegen de weer hoopning hier voor al deze mensen in Bolivia. En zo, dat ik was zo moedig en ik ran Benny dat zijn en ik zei, Benny, wie moeten hier gaan?
In Benny, ja, hij lebt die Menschen hier in Bolivia, aber hij spürt nicht krass das echt uit. Hij wird nicht so excited, so abgepumpt, als ich wir ten hier haben. Und ich muss mich viel mehr freuen. Gott, wegen was das jetzt so sehr an mein Hart, aber mein Mann spürt das nicht das echt. In Krakow die Zeit, in 2014 dachte ich sehr an Mexiko tragen. Benny wieder abgewaschen. Sein Hart wie noch viel in Mexiko. Und ich gleich Mexiko auch. Ich kann nicht was hier denken, wo ist das? Wir sind nicht in Bolivia, aber wo kommt das, dass wir nicht in Bolivia sind? Okay, so ich geef mich an und sehe, ich würde ab Gott lernen. Ich weiß Bolivia wie in mein Hart, aber ich will reid in Mexiko tragen mit meinem Mann-Taub und will mich angeben zu Vielleicht hat Gott mir all das Ei mein Haupt noch geleicht und würde noch mal irgendwann noch mal passieren, nicht? Aber ich will nicht mal dort, was mein Mann auch will. Und so wir merken uns heute, dass wir wollen nach Mexiko tragen. Uns Haus hat wir für Sale gesagt, wir wollen das verkaufen und das hat so sich verkaufen, aber das geht nicht. Das wird meist in 2015. Und Benny und ich sagten, okay, bleiben Mexiko mal Tag lassen. Wenn Gott will, dass der noch mal einen Tag aufmerken für uns zu haben, dann wird er das auch aufmerken. Und so wir leben das Zeit und wir gehen in den neuen Jahr an und wir beten. Wir beten, dass Gott uns jeder ein Wort geben für 2015, für das neue Jahr. Und wir beten dafür, mein Wort, was ich kriege, das Jahr, wir wachen. Und Benny sein Wort, wir glauben. Und dann mal einmal in 2017, dann vertellen eigentlich Benny davon, sie wollen eine Reise in Bolivia nehmen. Und wir fangen an Geld abzuschauen, wegen so einer Reise ist gleich billig. Und dass wir mal ein paar Monate später, in Oktober, und Benny wir ab hier in Wach gefahren, bis ich an bloß in unser Ei halten und uns da kennenlernen. Und wenn einmal durch die Idee, was wir wach wären, dann kriegen wir einen Phone Call. Und wir hatten nicht auch erwartet, wir würden einen Phone Call kriegen. Und dass wir ein Giesbrecht von der EMMC-Mission, was uns gefunden. Und Benny wir uns Phone und er erkannt sich, wer wir. Und er sagt zu uns, would wir ever denken, nach mal Bolivien Mission Arbeit fahren. Und ich hier das verzieht, nicht? Mein Mann wir uns Phone und ich hier die vertel wat dat jij en mijn hart van aan te klapperen. Van den Moment, wat Benny den Phone Call had en wat hij abhang deed, dann war immer von Gott wirklich in Benny zu schaffen, wegen Bolivia. Ja, ich habe ein bisschen verteld von meinen Bekehrungen in Wahrheit. Und dann kam der ganz klare Reib in der Nachfolge an Jesus nachfolgen und für den Herrn durchsetzen. Und ich sagte ja. Und ich fange an, für den Herrn zu schaffen, weil es mir Rat hat. Ich bin so sehr verloren, dass wir bis nicht genau, dass ich Rat werde. Und nu had ich auch verlangen, die Menschen, die so im Düsteren leben, und deuten, das Evangelium zu bringen. Und so ist ich erst vertalen, dass ich dann angefangen habe, eingesteht und ja die Hiese zu schaffen. Und ich habe mich dann so startet, einmal wieder im Spanischen angelehrt. Und ich habe gehorcht, wer wird gepredigt? Wer wird die Menschen eingeladen, nach Jesus zu kommen? Dann habe ich das getan. Und dann für jene Jahre, ich habe dann mir über das halt mich dann befreit. Nur den Städtchen, nur die Bekehrung, habe ich erst nicht gesagt. Und der Herr hat uns 5 Leute Kinder geschenkt und was von der auch 9 Leute Gerätchen. Aber ich krieg dann den Röp in der Mission an und ich sehe dann gegangen. Und dann mit einmal an kam der Röp ganz direkt in die Gefängnisse an. Ich soll in die Gefängnisse das Evangelium predigen. Nicht die Menschen, die verjährt sind. Nicht die Menschen, die wirklich gesagt haben, die haben sich das verdient. Wat gesagt, der hat sich das verdient und der soll da nicht Beine hocken. Nicht die go wie, nicht die go ich und sagen, Jesus läuft die. Jesus hat einen Plan für dein Leben. Und weißt du, was läuft hier? Viele Menschen haben sich in diesen Jahren, in diesen über 20 Jahren bekehrt, die haben ihr Leben in Jesus gegeben. So ja vielfache Mörder haben sich bekehrt, die haben sich taufen gelassen. Wir schaffen von der, wir haben eine Kirche, eine Zentralkirche, der ist in La Plata.
En dan hebben we vele tjoeitje bitterkant en dan nog 2 Gefängnissen, wo wir schaffen denen, das sind irgendwo 15 tjoeitje bitter im Gefängnis. En dan heb ik 2 steden im Gefängnis mit verschiedenste Arbeiter. Wir stellen dann Arbeiter an en ik voer dan rond en bezeek de preed, je wieder in het hoofdhassen daar vieren, kasten daar vieren. Ook in de Gefängnissen kasten daar vieren. Menschen komen zum Glauben en mensen bereiden zich ver dat Jesus terugkomen kan, zijn gemeente in huis te holen. En so in 2018 möchten wir eine Reise hier in Bolivia. Und das wir dann für 2 Jahre sagen. Dann unsere Familie kennenlernen hier. Und auch dann sein, was ist die Mission hier? Was für eine Arbeit ist hier? Kann wir sein wirklich, was Gott uns hier wirklich handrauben wird? Und so wir in verschiedene Dinge was abkommen. Und wir haben viel Gott gefragt, wirklich, als wie wirklich. Und wenn einmal Gott sagt, was da uns jemanden mal recht haben. Kriegst es, für mich wird die Geschichte von Jesua, wenn es heute Israeliten will, über den Jordan Rief nehmen. Dann sagt Gott, der Priestermann ist, fight und wut und dann wird abhören mit Schälen. Und dann will ich was tun. Und so müssen wir. Wir müssen einmal unsere Fight in Wut nehmen und dann fangen die an zu drehen. Und so kommt das wieder, ganz was wir hier wären. Wir haben ans Haus, was dann verkaufen, dass all seine Dinge müssen in Platz fallen. Und das alle ab der letzten Minute. Und dann wissen wir es nicht mehr, was das noch passieren, aber wir haben glauben, wir wissen, wir haben so eine Freude, dass wir sollen hier in Bolivia kommen. Wir wissen den Engziel, dass wir sollen hier hinkommen. Aber wo wir wollen mit hier kommen, wo das alle Worte in Platz fallen, wir wirklich dies da für uns. Aber vielmehr, wenn ich denke, über, wo kommt das verhaps, dass wir Missionarbeit tun? Und ich habe so viel mal zu Gott gesagt, Gott, ich will dien deiner sein. Hier sie ich, schack mich. Ich will tun, was du willst für mein Leben. Ich will nicht mein Leben bloß für mich leben. Aber anyways, nu zijn we hier in Bolivia. Ons Leben hat ganz geändert. Und wir sind hier nu al mehr als 1 Jahr. Und wir tun Radioarbeit. Das ist unsere Hauptarbeit, was wir tun. Wir wohnen in Hacienda Verde, arbeiten in San Jose, wir arbeiten für RCB Radio. Und das wird ganz was Neues für uns. Wir proben die Gouden Noorrechtse stad met te delen met mensen in de kolonie en dan ook mensen kennen te leren durch dit en dat die kunnen Jesus beter kennen te leren. So ik merk niet dat moet. Je denkt vielleicht, wat wil God nog mal in mijn leven doen? Wo wil God mij aanschauen? Ik merk niet moet. Ziet eruit en ziet wellig dat God je kan brengen. Dat je niet bloß brengen andere mensen naar de geschichten hier, maar dat je kan God erleben für jezelf. En dat die hand ook een geschichte vertellen. Wat God in je leven deed en hoe hij je aanleiden deed. Hast du Gott seine Stimme mal gehört, beste gehorsam je was? Beste gehorsam zijn? En gonen en helpen en handlangen zijn? En God zijn hem recht, dat de grote aard aangebracht worden kan? En dat Jezus bald komen kan, zijn ik heute naar huis te holen. Waarschijnlijk wordt dat zijn. Ik merk die uit. Ik wil dem Herrn dienen, ik wil voor dem Herrn door zijn. Dat is veel zeer gefährlich voor mij. Du weißt das nicht. Wenn ich die dort alle sage, das ist sehr gefährlich für mich. Und nicht bloß für mich, auch für meine Mitarbeiter. Aber wir wollen, solange wir können, solange Gott uns das Leben schenkt, weil wir wieder die Gouden Noorrecht rüberbringen und dass mehr Menschen angebracht worden, dass Jesus bald kommen kann. Seine Gemeinde holen. Mag Gott die sehen. Halleluja. Wenn Gott dienen wird verändert, was sagst du dann? Hier zie ik, check me. Hier zie ik, check me. Hier zie ik, check